Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschtern. An der Plenarsession vom Europäischen Parlament, die zu Straßburg vom 8. bis 11. Februar stattfindet, stimmen wir auf, oder sollen wir aufstimmen über eine Resolution zu den Resultaten vom Kopenhagener Sommet über den Klimawandel. Diskutiert gouf schon an der letzten Plenarsession am Januar zu Straßburg darüber. Wir diskutieren also lo nach nimmen, was an de politischen Fraktionen von allem, was an dieser Resolution stehen soll. Da gehen Meinungen noch an dieser Fraktion von der Europäischen Volkspartei EVP weit auseinander. Für die Engers Kopenhagen eine riesige Enttäuschung. Andere Mengen, es wird alles nicht so dramatisch, also die Stimmung geht von himmelhochschaukelnd bis Tode betrübt. Bei mir am Studio ist mein deutscher Kollege Karl-Heinz Florenz, Eisensprecher, früherer Präsident von dem Umweltausschuss vom Europäischen Parlament, der noch zu Kopenhagen dabei war. Vielen Dank, Karl-Heinz, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer und Zuschauer zu informieren, was im Europäischen Parlament zurzeit los ist in Bezug auf die Bewertung der im Dezember in Kopenhagen stattgefundenen Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Wir hatten ja schon eine Debatte im Parlament. Brauchen wir denn jetzt eine Entschließung? Und wenn ja, was soll in dieser Entschließung drinstehen? Wie soll die Einschätzung sein? Und was schlagen wir dann eventuell vor? Ja, also ich bin ganz deiner Meinung, dass wir jetzt nicht in Panik verfallen sollen. Die Konferenz, die war leblos. Die war geprägt vom fehlenden Vertrauen. Die Entwicklungsländer, aber China und Japan, China und Indien, die haben den Amerikanern nicht getraut, uns Europäern auch nicht so ganz. Also das fehlende Vertrauen, das war eigentlich das Hauptproblem, was wir hatten. Es waren viel zu viele Menschen da. Die Sehnsucht nach Supertransparenz schlecht genau da. Also man muss in Zukunft zu diesen Konferenzen die Leute schicken, die auch was zu sagen haben und was davon verstehen. Und die anderen können dann auch zu Hause bleiben und sich dann anlesen oder erlesen, was dann da beschlossen wird. Also wir haben uns im Weg gestanden. Und ich glaube, dass wir in unserer Resolution einfach mal innehalten sollen. Ich persönlich war dagegen, dass wir eine schreiben. Ich hätte mal lieber noch mal intensiv diskutiert, aber nicht in so einem Wettbewerb der Zahlen. Einer bietet mehr wie der andere. Das ist alles Unsinn, sondern wir müssen noch mal nachdenken, vielleicht eine neue Philosophie oder vielleicht haben wir gar keine Philosophie über den Klimawandel entwickeln und auch mal andere zu Wort kommen lassen, die eben den Klimawandel als eine Chance ansehen, als eine industrielle Chance, mit ganz neuen Produkten an den Markt zu kommen. Diese Chance werden wir jetzt in dieser Resolution wahrnehmen. Ja, aber wir haben jetzt ja die Nachricht nach dem 1. Februar, dass 56 Staaten von den 194, die in der UNO sind, von denen 100 in Kopenhagen vertreten waren, dass die jetzt aber zum 1. Februar, habe ich gelesen, beim UNO-Klimasekretariat offiziell ihre Ziele im Kampf gegen die Erderwärmung eingereicht haben. Und das, was jetzt eingereicht wurde von diesen Ländern, das sind die Länder, die für 71% der Emissionen verantwortlich wären. Darunter auch 36 Industriestaaten, darunter auch die USA, Kanada, dann die Schwellenländer, Brasilien, China, Indien. Ist das denn nicht eine gute Nachricht? Also ich finde, es ist insofern eine gute Nachricht, das zeigt, dass Kopenhagen nicht so ein Desaster war. Wie gesagt, das Klima war so schlecht. Und Hillary Clinton kam rein und hat eine tolle Rede gehalten und hat am Ende gesagt, also kein Vertrag, kein Geld. Da ist der chinesische Präsident aufgestanden und hat gesagt, wir brauchen euer Geld überhaupt nicht. Also es tut doch nicht so, als ob ihr die ganze Welt finanzieren würdet. Dafür ist das Geld, was wir zur Verfügung stehen, auch viel zu klein. Also die Arroganz der westlichen Welt hat eine gewisse Rolle gespielt. Und dass die Länder jetzt doch relativ prompt
verbindliche Zahlen, Vorlagen legen. Das zeigt ja, dass sie weitermachen wollen. Da war mal ein richtiger Streit. Und den muss man dann auch beenden jetzt und da muss man daraus Lehren ziehen. Das ist wie im Leben, ich sehe das auch nicht so dramatisch. Ja, aber bei uns in der Fraktion gab es ja eine große Diskussion darüber, ob so eine Taxe Carbon, Präsident Sarkozy ist mit seiner in Frankreich ja schon auf die Nase gefallen, ob wir jetzt europaweit so eine Importsteuer auf Waren, wo wir glauben, dass Klimadumping in den Ländern betrieben wird, wo die herkommen, ob wir sowas einführen sollen. Was hältst du davon? Also Europa braucht erst einmal weniger Steuern und nicht mehr. Wir sind auch eine Partei, die weniger Steuern fordert von den Bürgern. Immer das Greifen in die Tasche macht die Menschen auch ärgerlich. Und das bringt auch nichts, weil wir sind die größten Exporteure in dieser Welt. Wir exportieren Güter in die dritte Welt, in alle Länder dieser Erde. Und wenn wir anfangen, eine Mauer zu bauen, das hat ja man ja mal im Ostteil Deutschlands mal einer versucht, das wirkt nicht. Das wird nur Aggression erzeugen. Und wenn wir dann weiter exportieren wollen, zum Beispiel in die afrikanischen Länder, dann fangen die an, Grenzen aufzubauen. Also ziemlich einfallslos. Ich gebe aber zu, dass ein solcher Spruch, wir machen jetzt eine Außengrenze, natürlich zu Hause mal erst ganz gerne gehört wird. Aber das ist reiner Populismus und wird uns nur in die Einsamkeit bringen. Ja, es ist natürlich so, dass Länder, die mit dem Klimaschutz nicht so umgehen wie wir wollen ja immer die Champions sein, dass die einen Vorteil haben bei Produkten, die auch bei uns hergestellt werden. Und man ist natürlich um die Arbeitsplätze besorgt. Und man ist besorgt darüber, dass diese Industrien dann in die Länder auswandern, wo die Auflagen zum Klimaschutz nicht so groß wären. Das ist ja die Überlegung, besonders auch unserer französischen Kollegen. Also diese Überlegung und die Sorge um die Arbeitsplätze kann man ja gut teilen. Aber ich drehe den Spieß genau um und sage, die ganze Debatte um den Klimawandel hat ja die große Chance, neue Produkte zu entwickeln. Viel saubere Verbrennungsmotoren, die Erzeugung von Strom wird vielseitiger werden. Und genau diese Geräte wollen wir ja weltweit verkaufen. Und wenn wir da an der Spitze sind, dann werden die anderen hinter uns herlaufen. Wenn wir aber lang genug debattieren in Europa, dann werden wir nicht an der Spitze der Bewegung sein und hochmoderne Maschinen, die übrigens auch aus vielen kleinen Unternehmen kommen. Also es ist ja wunderbar. Es ist ja wunderbar, wie viele Hunderte von kleinen Unternehmen sich gerade dieser Aufgabe stellen. Und die müssen wir schützen und nicht mit irgendwelchen unsinnigen neuen Barrieren gefährden. Genau das ist der richtige Ansatz. Also das Jobskapitel sehen wir. Wir sehen es als eine Chance und deswegen müssen wir die Unternehmen motivieren, sie fördern. Man muss sie auch mal hin und wieder loben und nicht immer nur mit irgendwelchen unsinnigen Regelungen bestrafen. Und wenn unsere Produktivität besser ist, sogar bei unseren höheren Löhnen, dann sind wir natürlich gerettet. Aber das muss verstanden sein. Wollte ich noch was fragen. Weißt du, in Luxemburg versucht unser grüner Europaabgeordnete, den du ja kennst, den Leuten zu verkaufen, die Europäer wären schuld am Scheitern von Kopenhagen, weil wir nur 20% anstatt 30% CO2-Reduktion angeboten hätten. Und wir hätten es auch versäumt, mit Entwicklungsländern oder meinte er Schwellenländer vorher zu verhandeln. Was ist denn da dran? Also ich kenne den Kollegen natürlich und ich schätze den auch auf seine Weise irgendwie. Aber in dem Falle liegt er vollkommen falsch. Die Debatte 20, 30 oder 40% spielt überhaupt keine Rolle. Weil wir kamen erst gar nicht bis da, weil das Klima eben so schlecht war. Und was haben wir denn gemacht? Wir haben versucht, in einer gutmeinenden Art den Schwellenländern zu erklären, welche Fehler sie nicht machen sollen, weil wir sie alle schon gemacht haben. Das ist uns nicht gelungen. Das ist so wie bei Vater und Sohn. Bei mir zu Hause übernimmt mein Sohn gerade meinen Betrieb und da versuche ich ihm auch von irgendwelchen Fehlern zu bewahren, aber sie wollen die alle lieber selbst machen. Und so war das auch. Also wir sind da so ein bisschen groß aufgetreten und sollten lieber denen sagen, wie wir denen helfen können, mit welcher Technologie, mit welchen Finanzierungsinstrumenten. Die Frage
20 oder 30% ist nicht unwichtig, aber hat an der Konferenz überhaupt nichts zu tun. Vielen Dank, dass du das auch noch erklärt hast. Wir wollen dann jetzt sehen, was wir oder ob wir in Straßburg etwas abstimmen. Ich so auch vielmals merci, dass ihr es nur gelauscht habt. Bis demnächst.